Der samstägige Markt von Otavalo ist ein unbedingtes Muss für jeden Ecuador-Reisenden. Bevor man nach Europa zurückreist, deckt man sich hier noch ausgiebig mit Wandteppichen, Pullovern und Schmuck ein. Und weil es angeblich so üblich ist, wird mit dem Indianer um den Preis gefeilscht. Dabei werden dann meistens ein paar Sucre nachgelassen, was zwar für europäische Verhältnisse kaum ins Gewicht fällt, aber den Selbstwert und die Kauflust des Touristen steigert. Wenn wir uns die Situation von uns jungen Quichua-Indianern heute anschauen, so glaube ich, dass wir schon viel erreicht haben, weil wir unseren Kampf aufrechterhielten. Wir haben seit 1492 gekämpft und 1992 wird dieser fortlaufende Kampf 500 Jahre alt. Seit der Eroberung durch die Spanier hat unser Amerika der Anden unter der Ungerechtigkeit der Kolonialherrschaft gelitten. Dann kam die Republik. Aber auch unter dieser neuen Lebensform wurden die Rechte unserer Indianervölker nicht geachtet. Die Ausbeutung ging weiter. Wir bilden Schülergruppen in den Mittelschulen von Otavalo. Wir sind schon fast überall vertreten. Wir stellen Informationsschriften und Zeitungen her und veranstalten kulturelle Programme. Wir machen Musik, Tanz und Theaterfeste. Wir versuchen durch das Theater auszudrücken, wie sehr wir unterdrückt werden. Wir wollen erkennen, wer wir sind, was wir sind und was wir sein wollen. Wir wollen unsere Grundsätze verteidigen, unsere Kultur aufrechterhalten und damit erreichen, dass wir nicht einfach verschwinden. Y estar en defensa constante de nuestros principios y de nuestra cultura para de esta manera no desaparecer. Oskar verkauft jeden Samstag am Markt. Er arbeitet in einem kunsthandwerklichen Familienbetrieb, in dem Hemden und Teppiche gewoben werden. Abends besucht er die 5. Klasse Mittelschule. Meine Arbeit ist anders, denn ich studiere in der Hauptstadt Quito, muss aber daneben in einem Büro arbeiten, weil es sich sonst nicht ausgeht mit dem Geld für die Uni. Aber das ist nicht so wichtig. Das Wichtigste ist doch, dass ich in mein Dorf zurückgehen werde. Con la llegada ya de los incas ya existía nuestro idioma. Als die Inkas kamen, hatten wir schon unsere Sprache. Vor allem wir Jungen sprechen jetzt wieder Quechua. Man hört es viel in den Dörfern. In allen Dörfern wird es gesprochen. Aber in der Stadt werden wir diskriminiert, wenn wir Quechua sprechen. In Ecuador ist Spanisch die offizielle Sprache, nicht Quechua. Deswegen haben unsere Kinder oft Schwierigkeiten, wenn sie in die Schule kommen. Die Lehrer sprechen Spanisch und wenn die Kinder aus den Dörfern kommen, verstehen sie den Unterricht nicht. Die Lehrpläne entsprechen auch nicht der Wirklichkeit unseres Volkes. Sie lehren uns fremde Dinge, wir entfremden uns dadurch unserer eigenen Realität als Indianer. Manchmal lehnt ein Indianer dann seine eigene Sprache ab. Aber auch hier haben wir schon viel erreicht. Jetzt wird unsere Sprache immer mehr zum Symbol des Stolzes. Überall hört man junge Leute Quechua sprechen, sowohl in der Stadt als auch am Land. Unser dauernder Kampf hat es uns ermöglicht, zu überleben. Und jetzt kommt es zu einer neuerlichen Erhebung unseres Volkes. Genauer gesagt, zu einer Wiedergeburt. Wir werden wiedergeboren in all unseren Unternehmungen. Taitakunamand, Churikunamand, Ayukunamand, Alpamand, Kauxaimand, Kaipimikanchi, Kaimikanchi. Shukunanamunashpapish,
tarpushpapi katigrinchi. Shukunana munashpapish cosechashpa katigrinchi. Shukunana munashpapish tushushpami katigrinchi. Purishpami katigrinchi. Chashnami kawsashu. Shinami wañuringa. Tukuylla llaqtakuna. Makita hawaman churashpa kandashpa katishunchi. Ñukanchi taytakunamanta, ñukanchi churikunamanta, ñukanchi ayllukunamanta, ñukanchi allpamanta, ñukanchi kawsaymanta, ñukanchi Amerikamanta, kaypimi kanchi, kaymi kanchi.